Mittag oder guten Abend, das hängt davon ab, wenn ihr die Sendung guckt, zu der Feiertremission RDR TV. Das geht begrüßen Reis von meiner eigenen Möchte, mal auf gut Lützeburg zu suchen, von Herrn Schulzicht aus dem Café Madison, und ich begrüße zu meiner Linkser den RDR-Lokalmatador, der Präsident von der RDR-Sektion von Esch, den Marco Wolf. Und zu meiner Ritzer, den Roy Reding, Generalsekretär von der RDR, guten Abend oder guten Mittag. Hängt immer davon ab, wenn ihr die Leute noch gucken. Wir wollen aber immer die Ausländer, die hier bei uns sitzen, hier wollen wir ein bisschen auf das Heidleihe lassen und an den Adreis bleiben. Wir sind halt zu Esch. Ihr seht hier am Hintergrund, wo wir dort Pengst Kirmes. Leider können wir dafür die schönen Platz nicht gesehen, ob er schön oder nicht schön, da ist eine Affäre de gut. Wir haben einen fuschneuen Stadthausplatz, die dort ganz groß zu Ehre könnt für Nationalfeiertag. Das Ganze schenkt bald so ein bisschen ein Symbol zu sein für den Slogan Esch ça bouge. Esch bewegt sich. Was mich froh war, wo bewegt das Esch sich hin? Also Esch bewegt sich, Esch bewegt sich in die falsche Richtung. Wenn ich von Bewegung schätze, kommen wir direkt auf den Trafik zu Esch. Die Boulevard Kennedy, 6 Sauer, nämlich handelt sich wie 50. Morgen ist 7:30, wir nämlich zu Hause. Das Ganze bewegt sich an eine schlechte Richtung. Wenn ich mit der Frische gucke, momentan wird sich alles auf Frische konzentriert. Da so wie Kant eine neue Spielsache hat, da wird mit dem viel gespielt, und die alle Puppe bleiben leihen. Erst bleibt einfach links leihen, es gibt an der selber nichts mehr gemacht, weil mir alles auf die Frischen sich konzentriert. Wie wenn das die Rettung von Esch wäre. Du könntest aber nicht so zu Esch gegen nicht geschehen. Das 30 Jahre nicht geschieht mir die letzten 5, 6 Jahre gibt aber wird viel gebaut, sie viel Chantier dort, die viel Straßen neu gemacht, Platz wird neu gemacht, also das aber so mal für den Image von der Stadt, wie mal manst von der PR-Manager von der Stadt noch so verkauft wird. Das ist alles nur eine Fassade. Das wird nicht für Geschäftsleute gemacht, nur ein ganz schön Fußgängerzone aufgebaut. Das ist ganz schön gut, mir noch voll beschäftigt oder dran, plus minus. Mit Leute, die müssen einen Kilometer weit weg parken, für überhaupt in die Fußgängerzone zu kommen. Wir haben da direkt hier an der Stadthausplatz für ein paar Monate flott super neu Parkhaus angerichtet. Also was ja macht soll helfen, das ist auch konkret. Es soll ja prinzipiell nicht an den Boden bauen. Das ist schon eine Weisheit von ganz vielen Unternehmern, zumindest den Boden rausbleiben, weil ich nicht weiß, was der Boden ist. Aber wenn sie ein Parkhaus gebaut hätten, das hat hier am Burg 10-mal mehr gebraucht, wie die Keller, den sie da gebaut haben. Es gibt ganz viele Leute an dem Tag, wo die meisten Damen vor den Ackerkaufen, nicht die Herren. Und die meisten Damen, die gehen nicht gerne in die Tiefgarage, wo alles so dicht ist, so finster ist. Das ist eine Sache von Sicherheit, sich sicher fühlen. An einem Parkhaus fühlen sich viel mehr sicher. Es hätte mehr Raum können schaffen für zu parken. Es wäre gut, dass ein Auto ran rauskommt. Und ich bin überzeugt, dass es doch viel mehr Platz gibt. Da soll nach dem Parking beikommen, zum Beispiel oben auf der Brillplatz. Die wird ja auch dazu beitragen, dass ein Parkproblem. Das geht auch, da geht auch keine Tiefgarage. Das ist nämlich das Problem. Und ich denke, dass wir heute am Gang sind, wahrscheinlich die nämlich Fehler sind wie in der Stadt. Darum auch, was das Verkehrskonzept sind wir komplett auf Turnierwind desorganisiert. Und so kommen wir auch weg von Ferdiges. Wir haben nur eine enge Einbahn und die andere gegründet. Das heißt, die mussten eine Runde ganz Esch fahren, um auf den Nämlichplatz zurückzukommen. Wenn das Haus verpasst wird, oder das Geschäft verpasst wird, dann fahren wir mal ein Tour runter Esch. Was komplett ging, ist Umweltpolitik ja natürlich das, weil was wir ja mehr fahren, was wir mehr Benzin verbrennen. Aber das guckt. Wir kommen ja nun auf den Image vom Zentrum, so mal Esch werden wir so zu nennen, am Vergleich mit den Frischen zu schwätzen. Herr Reding, Frischen, schon nur hautnach gelesen, dass über die Halbschicht von den Studenten, die bei der Uni Lützeburg angeschrieben sind, für das nächste Jahr, das sind Ausländer. Das geht auch verkauft als ein großes Succès. Das heißt, das Rayonnement von der Uni Lützeburg nach außen hin, die wäre ganz groß. Also ich bin froh darüber, dass viele Ausländer sich interessiert für die Uni Lützeburg, weil ich fand, dass die Lützeburger, die will studieren gehen, soll ins Ausland gehen. Das so nicht einfach nur so, als ich den selber am Ausland wäre. Ich fand, das ist auch ganz gut für mich, von unserer Mischt fortzukommen, weil der Philipp von ihrer Mischt geschwert hat. Das ist genau das Thema. Auf der anderen Seite, die Uni Lützeburg ist ja gerade für Esch eine riesige Chance. Eine Chance par Midot. Ich meine, Dexia hat ein riesiges Gebäude hier gesagt, hat sie viele Arbeitsplätze geschafft. Und ich kann Herr Wolf nicht mehr recht gehen, hier dürfen nicht dieselben Fehler geschehen, wie an der Stadt Lützeburg geschieht sind, und nachgeschehen mit dem blaugrünen Schäferrot. Das ist einfach eine falsche Richtung. Und Esch sollte einfach die unwahrscheinliche Chance, die es tut,
durch die Bebauerflächen, durch die Uni, durch die Dynamik, die da kann entstehen, soll die nutzen und daraus etwas machen, etwas Flottes machen, etwas Dynamisches machen. Und einem flotte Brassage sozial, und nicht stiefmütterlich behandelt Karten auf der einen Seite, an formidabel Frischen auf der anderen Seite. Da kommt der Schwarzmarlo von dem Erschwerten, wie wir lo haut tun. Nach Rezent zu lesen, wir haben 11% Schummers als Wäsch. Weil am Landesdurchschnitt enorm hoch ist. Wir haben, wie aus dem letzten Rapport vom Sozialbüro zu lesen war, wo 12 von RMG-Empfänger sich als Wäsch praktisch verdoppelt sind, dass man die sich Sozialchefin von der LSAP Vera Spauzun gibt ganz gehässig eins da gesagt, also am Gang in den Staat von den RMGisten zu gehen. Als der aber Zukunft, den sich für den Staat Kehr von einer Stadt wie Esch, von der zweitgrößten Stadt von Escher wert. Das Problem, das könnte schon von vielen Geld. Von der bedenkbaren Zeit hatten wir Arminia Arbeit, die wird natürlich Tausende von Leuten beschäftigt. Und Arbeit, das war, also, wenn die Jungen der Schule gehen, hast du nicht abgesagt, das ist nicht schlimm, du gehst mal auf die Arbeit, du hast deine Zukunft gesichert. Die Arbeit, die war schon 25 Jahre wie sicher. Mit 25 Jahren gesagt, was machen wir, wenn die Arbeit geht? Haben wir für die Leute Arbeitsmöglichkeiten? Haben wir Plätze für die Leute? Haben wir andere Möglichkeiten auszuweichen? Und das gesagt, die Arbeit. Die Arbeit, das ist einfach das Symbol von Esch. Mit der Arbeit ist nicht mehr da. Und das bist du schon 24 Jahre durchgesehen, neue Industrien zu schaffen, neue Betriebe zu schaffen hier am Süden. Und auch für die meisten Leute, die wir hier haben. Wir haben ein Gros von den Leuten, von den Arbeiter, wohnt hier am Süden. Auch, wie gesagt, von der Zentrum wohnt am Norden, mit Gros wohnt hier am Süden. Und das ist nicht geschafft für die Leute. Wenn dir so der von dieselbe Fehler gemerkt wie an der Stadt Lützeburg, für das zum Beispiel die Stadt Kerlo nicht an der Konkurrenz von der frischen Inner geht. Weil das dann Rekommandation wie der zum Beispiel wird, für zu so hey, Jungen der Dummes dazu machen, für das der Stadt Ker attraktiv ist. Von der Politik einmal Gemengen und Verkehrspolitik am Besonderen soll bodenständig sein. Wenn Politiker mal gucken, wie hier Familie reagieren, was hier Frauen oder hier Männer daheim so, da gibt schon ganz viel damit evitiert geht. Es kann nicht sein, dass in einem Stadtzentrum muss rundherum drehen, mit Sans Uniken, mit Sans Interdieren, mit Sackgassen, da fand ich kein Parking. Das kann nicht der richtige Weg sein, für eine Stadt lebendig zu machen. Das ist also das erste Prinzip, dass der Verkehr muss können rollen, das Auto muss können geparkt gehen, gratis geparkt gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An der Stadt Lützeburg holt vielleicht eine Helming etwas ganz Flottes gemerkt für die Bewohner von der Stadt Lützeburg, wenn sie mit ihrer Vignette residentiell können gratis am ganzen Stadtgebiet parken. Mir all die Leute, die von außerhalb kommen, gehen aufgeschreckt, wandern auf, gehen an einer Geschäftszentren, gehen auf Träger, gehen auf Ärel und so weiter.